Hallo, ich bin Adi. Hi, ich bin Hanna. Und wir reagieren heute darauf, wie Tomatolix auf einer illegalen Kokainplantage war. Wir sind sehr gespannt, weil dieses Thema interessiert uns auch privat. Das war ein Witz. Das hätte ich vor ein paar Wochen auch noch nicht gedacht, dass ich in Kolumbien auf der Coca-Plantage stehen würde und Das hätte er vor ein paar Wochen gedacht. Coca-Ernte. Alles für euer Kokain. Kolumbien ist der weltweit größte Produzent von Kokain. Schätzungen gehen davon aus, dass... Was ist so deine Meinung zu Kokain? Ich wusste, dass die Frage kommt. Ja, ich distanziere mich von Kokain. So. Ich bin schon vorbereitet mit meiner Antwort. Ich distanziere mich von Kokain, Konsum vor 12 Uhr morgens. Nee, es war ein Witz, wirklich. Lasst die Finger davon. Oder besser gesagt, die Nasen. dass hier jedes Jahr über 1000 Tonnen der Droge hergestellt werden. Das Kokaingeschäft hat dabei verheerende Auswirkungen auf die Umwelt. Es werden Teile des Regenwaldes gerodet, um Platz für Anbauflächen zu schaffen. Bei der Weiterverarbeitung Hast du das gewusst? Nee, und das hat mich gerade verwirrt, weil ich gehe mal davon aus, dass ja viele Leute, die alternativ sind, Kokain konsumieren. Ja. Aber das heißt, aber die wollen ja nicht fliegen, aber dann konsumieren sie Kokain, aber dann wird der Wald auch abgeholzt. Ich habe an was Ähnliches gedacht, und zwar, man hört ja öfter, dass an jeder Line ist ein toter Mensch oder so, irgendwie in die Richtung. Ja. Also wenn ihr alternativ leben wollt, Dann nehmt kein hört auf zu Kokain. koksen. dann giftige Chemikalien in die Böden und Flüsse. Und auch das Leben vieler Menschen wird vom Kokain-Business beeinträchtigt. Viele Bauern leben in Armut und sind auf den Coca-Anbau angewiesen. Allerdings gibt es immer wieder gewaltsame Übergriffe durch das Militär, das ganze Plantagen zerstört. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal in Kolumbien bin, dann möchte ich eigentlich auch eine Coca-Plantage besuchen, um mehr über die Kokainproduktion zu erfahren. Aber ich wusste überhaupt nicht, wie ich das anstellen soll. Ich meine, als deutscher YouTuber auf eine kolumbianische Coca-Plantage zu kommen, ist jetzt nicht so mega leicht. Deswegen Aber sind die alle so komplett also sind die so full illegal dort? Ich glaub Und so nicht. versteckt und so? Ich hätte nicht gedacht, ehrlich gesagt. habe ich einen lokalen Journalisten kontaktiert, der schon solche Beiträge gemacht hat. Und der hat mir gesagt, dass er mir helfen kann. Oh, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich Das ist schon, ne? so schwer gewesen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie gut das Ganze funktionieren wird. Oh mein Gott, ein Tag auf einer illegalen Kokainplantage. Ja. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, dass sie schon illegal sind, aber irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht so wie... Das sieht man ja. Also klar, das ist im Wald irgendwo, aber das sieht man ja so ein bisschen. Oder ich bin dumm. So, dann geht's jetzt in diesen Miniflieger und dann ab in ein ganz kleines Dorf in Kolumbien. Von da aus auch nochmal weiter. Bis kurz vor den Dreharbeiten ist nicht klar, ob es überhaupt funktionieren wird, eine Plantage zu besuchen. Denn obwohl unser Kontaktmann die Bauern kennt, zögern diese noch. Ich mache mich trotzdem auf den Weg in den Südosten Kolumbiens. Hier soll viel Coca angebaut werden. Für die Reise musste ich natürlich Flüge und Unterkünfte vor Ort organisieren. Auf jeden Fall ein teures Vorhaben. Deswegen habe ich geschaut, wie man das alles am günstigsten buchen kann. Dafür gibt es einen kleinen Trick, denn oft unterscheiden sich die Preise. Ja. Ich glaube, das hier wird heute der gefährlichste Dreh, den ich jemals gemacht habe. Ich meine, ich bin jetzt hier irgendwie alleine in Kolumbien und wir reisen zu einer Coca-Plantage. Und dieses Ist eigentlich wirklich, glaube ich, nicht ungefährlich. Die haben doch alle Waffen da. Prost. ganze Gebiet hier wird von bewaffneten Gruppen kontrolliert. Ja, mal gucken, wie das wird. Ich hoffe einfach, dass wir nicht sterben und einfach ein paar gute Aufnahmen machen. Hey, ich hoffe mal, dass ihr nicht sterben, Digga. Um Das 5 ist ja Uhr wirklich morgens gefährlich. machen Was? Ist ja wirklich gefährlich, Ja. der ist da hier mit seinem Kamerateam. wir uns auf den Weg. Allein mit seinem Kamerateam. Die Plantage ist nämlich einige Stunden von der nächsten Stadt entfernt. Ich bin ein bisschen aufgeregt und frage unseren Kontaktmann Ramiro, wie gefährlich es heute für uns werden kann. Es gibt zurzeit 2 bewaffnete rivalisierende Gruppen in dieser Region. Da kann es durchaus kompliziert werden. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man mit Einheimischen unterwegs ist, Deshalb ist es sehr wichtig, dass man auf Kokain ist. die sich hier auskennen. Haben wir denn jetzt die Erlaubnis von den bewaffneten Gruppen in diese Gebiete zu fahren oder nur von den Coca-Bauern oder wie sieht das aus? Also haben wir eine Erlaubnis? Nein, wir haben nur die Erlaubnis von den Bauern. Die stehen in Kontakt mit den bewaffneten Gruppen. Was denkst du, was könnte passieren, wenn jetzt solche bewaffneten Gruppen auftauchen würden? Ich denke nicht, dass es Probleme geben wird. Sollten wir auf bewaffnete Gruppen treffen, würden wir mit ihnen verhandeln. Wie? Mit Geld? Wahrscheinlich. Okay, also wir sind mittlerweile über 3 Stunden vom Flughafen entfernt und immer noch nicht angekommen. Das ist wirklich am Arsch der Welt hier. Wir haben jetzt hier gerade schon mal die Coca-Bauern getroffen. Die haben jetzt irgendwie noch Equipment eingeladen. Digga, das sind die einfach, ne? Für die ist es eigentlich ein normaler Job, so am Ende des Tages. So einfach so So ein, Alltag. ja, einfach so ein Bauernjob. Ein paar Sachen ernten und so weiterverarbeiten. Und jetzt geht's zur Coca-Plantage. Okay, also von der Hauptstraße, sag ich mal, sind wir jetzt nochmal abgebogen in so eine Art Feldweg. Digga! Soll man eigentlich nicht durchfahren. Also hier ist halt wirklich gar keine Das ist halt gar keine Straße. Straße mehr. Ja, das Ganze wird halt wahrscheinlich ein bisschen abgelegen sein.
Anscheinend geht es hier auf der Straße nicht mehr weiter, weil der Weg einfach komplett zugewachsen ist. Das heißt, wir müssen jetzt den Rest laufen. Ich glaube, ich ziehe hier meinen Pablo Escobar-Hut an, weil die Sonne ist einfach so krass. Es ist so warm. Also wir müssen jetzt hier über den Fluss auf die andere Seite. Richtig abenteuerlich hier. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Was ich mir gerade gedacht habe, was richtig funny ist. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann jetzt, aber dass wir ihn als Joke hinter seinem Rücken immer Koksolix nennen. Ohne Grund eigentlich. Nee, weil er mal ein Koks-Experiment gemacht hat. Aber er hat ja viele Experimente gemacht. Ja, true. Aber und jetzt ist er auf einer Kokainplantage. Ja, stimmt. Sein Spitzname ist Koksolix. Aber er weiß das, glaube ich, noch nicht. Doch, er weiß es. Echt? Ja, ja. Oh. Gedacht. Jetzt noch hier so durchklettern. Ist das jetzt Koks, Digga? Dieses Ding hier landet irgendwann im Berghain in Berlin. Sieht schon krass aus. Einfach ist alles voll mit grünen Pflanzen. Eigentlich sieht's voll nicht krass aus. Eigentlich Ich sieht's check voll... nicht, wo der Koks entsteht. Ja, also die nehmen dann das und dann machen sie das. Alles voll mit Coca. Es sieht voll unspektakulär aus eigentlich. Ja, aber... Für wie viel reicht es? Wie viele Nasen? Rate mal, wie viel Gramm Koks da am Ende entsteht. Aus diesem Ding. Ich habe keinen Plan, wie viel Gramm Koks, wie viel Gramm ist. Ja, so wie 10 Gramm Mehl. Ja, das weiß ich schon, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie man... Ich würde sagen, das hier reicht pro Jahr schon so 100 Kilo. Nee, das ist zu viel. Ich hätte gesagt... Ich sag 50 Kilo so eine Plantage. Ah, wirklich? Das sind ja wahrscheinlich schon... Ich hätte weniger gedacht. Wie viel sind 50? Weniger. 50 Kilo, das ist so schwer wie du. Circa. Mhm. Das ist Ja, nicht so aber viel. Über ein Jahr. Wie viel, Das ist wahrscheinlich ein Wert von, keine Ahnung, wie ein paar viel Millionen. koksen Leute im Jahr? Das ist die Frage. Ja, genug wahrscheinlich. Vor allem in der Schweiz. Die Schweiz hat 3 Städte, die in den Top 10 der Welt sind. Zürich? Genf und noch irgendwas. Basel, Ich schätze. I guess. Ich treffe den Besitzer der Plantage. James ist schon seit 20 Jahren im Coca-Business. Ich bin 1996 hierher gekommen, weil es Ja, aber krass, dass der sich zeigt, so, ne? im Landesinneren Ja, vielleicht keine ist es Arbeit ja nicht so richtig illegal. Ich glaube schon. gab. Wie viele andere habe ich dann einen Job auf einer Plantage angeboten bekommen, wo ich gelernt habe, wie man Coca anbaut und verarbeitet. Wie viele Coca-Pflanzen habt ihr hier angebaut oder wie groß ist die Farm? Insgesamt baue ich hier auf 4 Hektar Coca an. Ich pflanze 3 unterschiedliche Sorten an. Boliviana, Caturra und Chipara. Es gibt Sorten, Digga. What the fuck? Die haben hier 3 unterschiedliche Sorten, die unterschiedlich schnell wachsen und auch unterschiedlich viel Coca-Paste am Ende ergeben. Und dann ist es immer so eine Abwägung, okay, welche Sorte pflanzt man, damit sich das irgendwie am besten lohnt. Ja, das habe ich schon erfahren. Und wie viele Menschen arbeiten hier so? Wenn wir in der Produktion sind, haben wir hier 5 bis 10 Sammler. Für eine Ernte brauchen wir ungefähr 1 oder 2 Wochen. Dann dauert es erstmal bis zu 2 Monate, bis die Blätter nachgewachsen sind und wieder geerntet werden können. Ach so, das heißt, die sind gar nicht so oft da. Oder müssen die pflegen zwischendurch? Vielleicht mal gießen? Gießen. Wie viel Coca könnt ihr an einem Tag ernten? Oh, jetzt. Wir sammeln hier mindestens 250 Kilo am Tag. Das sind nur die Blätter. Und Tag? Ja, aber Ach, es sind nur stimmt, die Blätter. Ja. On one day. An einem Tag. Und wie viel Kokain kann daraus dann hergestellt werden? Okay, 250 Kilogramm. Ich sag 5 Kilo Maximum. Ich hätte am Anfang nicht einmal auf 1 Kilo geschätzt. Von dieser riesigen Plantage? Ja, weiß nicht. Ich sag 5 Kilo von 250. Das hängt von der Sorte ab, aber es sind so um die 900 Gramm. Gibt es irgendwelche? Lol. Oh mein Gott. Also jetzt... Aber pro Tag. Sorry, aber... Pro Tag. Ach so. Das ist krass. Herausforderungen Wie viel dabei, kostet der Coca Gramm? Kein Plan. Ich würde sagen 100 Euro. Auf jeden Fall teurer als Gras. Ja. Das weiß ich. zu pflanzen? Oder 1 Gramm für... Ich weiß nicht, gar kein Plan. Coca anzubauen ist überhaupt nicht schwer. Man braucht einfach nur ein Stück Land. Das Saatgut bekommt man sogar von anderen Bauern geschenkt. Schwierig ist es nur, die Pflanze zu pflegen und Schädlinge zu bekämpfen. So, jetzt will ich das Ganze natürlich auch mal Les Blagas. selber ausprobieren, so Coca zu ernten. Ja. Deswegen werdet ihr mir das jetzt mal zeigen. Der sieht irgendwie ein bisschen high Mit aus. seinem Hut, ja. Guck mal seine Augen an. Erzähl nicht. Nimm die Zweige zwischen die Beine, als würdest du auf ein Pferd steigen. Ah, krass, aber dann produzieren die das ganze Jahr Blätter, I guess, ne? Weil da gibt's ja keine Jahreszeiten, wie bei uns. Er hat immer gemeint, 2 Monate muss er warten. Stimmt, ja. Und dann... Ja. Nimm die kleinsten Zweige und mit diesen Fingern kannst du ziehen. Es wird etwas wehtun. Nein, nicht so. Mach das so.
du, mach das so und so. Du musst stark nach hinten ziehen, dann tut deine Hand nicht weh. Ist gar nicht so einfach. Das hätte ich vor ein paar Wochen auch noch nicht gedacht, dass ich in Kolumbien auf der Coca-Plantage stehen würde und Coca ernte. Alles für euer Kokain. Ja! Also für das Tempo würde ich dir keinen Lohn zahlen. Mit dir mache ich Verluste. Sie. Digga, ist er nicht reich? Ja, das kostet wahrscheinlich dort noch nicht so viel. Na, er hat ja am Anfang gesagt, dass Bauern irgendwie ausgebeutet werden. Oder? Ah, true, stimmt. Ja, das kostet dort nicht so viel. Ich glaube, das kommt erst durch die ganzen Stationen, wird es dann so richtig bei uns teuer. Dann erst. Ja. Du bist gefeuert. Ich glaube, ich muss noch viel lernen. Du bist gefeuert. Also es ist nicht so einfach. Okay, also ich habe jetzt ungefähr ein halbes Kilo geerntet und die ernten hier 200 am Tag. Ich hoffe, man macht sich nicht strafbar, wenn man irgendwie Coca erntet und mithilft bei der Coca-Produktion. Und auf YouTube postet. Ja, uns filmt und als Video postet. Ich muss den Solmecke fragen. Also wir haben jetzt Coca-Blätter geerntet und jetzt geht es hier in das Labor, das auch zur Plantage gehört, wo die Coca-Blätter direkt verarbeitet werden. Das heißt, aus den Coca-Blättern wird jetzt Coca-Paste gemacht, die dann an die Mafia weiterverkauft wird. Boah, crazy. Man sieht da so ein Zelt irgendwie, so mitten im Dschungel, dann hier so ein Labor. Ach, krass. Digga. Das war doch noch Holz und Dreck und alles drin. Welche Chemikalien werden so für die Produktion von Kokain eingesetzt? Hauptsächlich benutzen wir Calciumhydroxid. Das lösen wir im Wasser auf. Dann fügen wir ein wenig Ammoniak hinzu. Diese Mischung kippen wir dann auf die Blätter. Dann muss alles vermischt werden, damit die Chemikalien helfen, das Alkaloid aus den Blättern zu lösen. Aber ich muss sagen, das stinkt auf jeden Fall ganz schön durch diese... Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe, aber so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ja, ich habe es nur so grob mal gesehen. Ich habe es mir ein bisschen mehr so vorgestellt wie so Beere. Das heißt, man die dann trocknet und dann zermalt. Ja, keine Ahnung, irgendwie anders. Chemikalien und so. Das ist so ein richtig beißender Geruch irgendwie in der Luft. So ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie auf der Baustelle oder so. Keine Ahnung. Riecht auf jeden Fall nicht so gut. Nicht gesund. Und ich würde geil, noch ein bisschen Fuß. Ah, ja. da, glaube ich, nicht einfach mit meinen nackten Füßen durchlaufen wollen. Aber hey, so scheint das hier wohl zu sein. Als nächstes kommt noch Benzin dazu. Okay, verrückt. Also das Benzin wird hier versteckt, damit, falls die Polizei irgendwie vorbeikommt, die das nicht findet oder so. Crazy, so unter den Holzbrettern. Wenn wir die Chemikalien draußen stehen lassen würden und das Militär kommt, werden die Chemikalien verbrannt. Das wäre ein großer Verlust für uns. Aber die Farm, die lassen wir stehen, Digga. Wir nehmen die Mischung und schütten sie in diese Behälter. Dann geben wir das Benzin Digga, ich glaube, die haben dort auch so Leute, die die Hygiene kontrollieren. dazu. Das dient als Lösungsmittel, um die Coca-Paste zu extrahieren. Wie lange dauert der komplette Prozess, um diese Coca-Paste herzustellen? Nachdem alles im Fass ist, bleibt es da für 20 Minuten. Danach entfernen wir den Stöpsel des Behälters und das Benzin fließt in ein Becken. Dieser Prozess wird so oft wiederholt, bis am Ende die Coca-Paste übrig bleibt. Das klingt nach ganz schön viel Arbeit. Also 15 Tage lang immer wieder dieser gleiche Prozess, nur um am Ende diese Paste zu haben. Klingt schon aufwendig. Und am Ende, wie viel Paste habt ihr dann? Am Ende der Ernte von ca. 5 Tonnen Coca-Blättern haben wir je nach Pflanzensorte ungefähr 12 Kilo Paste. Und für wie viel könnt ihr dann 1 Kilo Coca-Paste verkaufen? Also wie viel kann man damit verdienen? Für 1 Kilo bekomme ich zurzeit knapp 580 €. Nach Abzug der ganzen Produktionskosten Ja. bleiben um die 170 € übrig. Aber trotzdem... Für Ich ein glaub- Kilo? Hat er gesagt für ein Kilo? 1 Kilo, 580. Ich glaube, wir steigen in das Business ein. Ja, zahlt auf jeden Fall aus. ganzen Kosten lohnt es sich mehr, Coca anzubauen, als jetzt andere Sachen wie Gemüse zum Beispiel? Die Ernte von einem Hektar Bananen oder Tomaten Das ist aber eine gute Frage eigentlich. könnte ich für 960 € verkaufen, aber die Produktions- und Transportkosten sind fast 1.550 €. Das bedeutet, ich würde bei jeder Ernte 600 € Verlust machen. Bei der Coca-Paste fallen diese Transportkosten schon mal weg. Ich kann die 12 Kilo Coca-Paste einfach im Rucksack mitnehmen. Bei Coca mache ich keinen Verlust, sondern habe pro Ernte einen Gewinn von 2.100 €. Reich werde ich damit nicht,
Aber ich kann damit meine Familie ernähren. Eine Sache, die Krass eigentlich. ich schon immer mal ausprobieren wollte, war Kokain. Coca zu kauen, weil das soll Aber das ist, glaube ich, erlaubt. Aber was passiert dann, glaubst du? Dann hast du, glaube ich, so, das habe ich mal in einer Doku gesehen, dann hast du so einen leichten Effekt, so ein bisschen wie Koffein. Ah, also auch so oh, war das nicht in Cola früher? Ich weiß nicht, ob es das war, aber vielleicht kommt es von dort, aber ich weiß nicht. Also könnte man das jetzt bestellen und kauen? Na, ich weiß nicht bestellen, aber wenn du in diesen Ländern bist, kannst du das schon so nehmen. Wenn du so bei einer Plantage vorbeiläufst. Nee, irgendwie, ich glaube, man hat das dort. Aber vielleicht ist es auch Halbwissen, ich weiß nicht genau. lebende Effekte haben. Also viele Leute, ja, so Einheimische machen das anscheinend. Das heißt, ich werde das jetzt einfach mal machen. Schmeckt nach Pflanze, wie Salat oder so. Wie würde dein Leben ohne Coca aussehen? Ohne Coca müsste ich vielleicht in der Stadt betteln oder wäre in irgendeiner kriminellen Gruppierung. Hast du denn schon mal Kokain konsumiert? Nein, ich habe noch nie Kokain genommen. Was denkst du über... Digga, Tomato Licks hat einfach mehr Kokain konsumiert als der Produzent selber. Glaubst du wirklich, dass ich es noch nie probiert habe? Ich weiß nicht. Kokain als Droge? Kokain ist eine Substanz, die der Gesundheit schadet und abhängig macht. Es hat einen negativen Einfluss auf das Leben vieler Menschen. Aber wir sind Bauern. Es ist die einzige Alternative, die wir haben. Was denkst du über den Fakt, dass 1 Gramm Kokain in Europa, in Deutschland zum Beispiel, 60 bis 80 Euro kostet? 1 Gramm 60 bis 80 Euro, Digga. Nun ja, wir sind das erste Glied in der Produktionskette und wir sind eben diejenigen, die am wenigsten verdienen. Während 1 Gramm Kokain in Deutschland 60 bis 80 Euro kostet, verkaufen Bauern 1 Gramm ihrer Coca-Paste für umgerechnet 58 Cent. Das ist schon krass. Irgendwie finde ich das schon verrückt, dass einfach diese Pflanze dafür verantwortlich ist, dass es so viel Leid auf der Welt gibt und so viel Krieg, so viele Menschenleben, die da irgendwie mit involviert sind. Und das ist einfach nur eine Pflanze. Es ist schon irgendwie absurd. Das Kokain-Business hat viele negative Auswirkungen auf die Menschen hier, die Umwelt und auch die ganze kolumbianische Gesellschaft. Ich fand schon krass zu sehen, dass vielen Menschen hier einfach gar nichts anderes übrig bleibt, als Coca anzubauen. Und dabei riskieren sie unter harten Arbeitsbedingungen nicht nur ihre Gesundheit, sie leben auch in ständiger Angst vor möglichen Übergriffen durch den Staat. Aber wie ich hier gesehen habe, ist es gar nicht mal so leicht, eine Lösung für die ganze Situation zu finden. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend, mal hinter die Kulissen von so einer Coca-Plantage zu schauen, auch wenn es eigentlich gar nicht so spektakulär war, weil Coca ist halt nur eine Pflanze. Was denkt ihr über das Thema? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier geht es zu einem weiteren Video von mir aus Kolumbien. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Geiles Video, konsumiert kein Kokain. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.